Goedendag, hier heet Johan Dyck. En het thema is, wat bedied Gloowen voor Abraham, tweede Deel. Wir haben uns in den letzten Feierpredigten mit der Frage beschäftigt, was bedeutet hat, Glauben zu haben. Da sagen wir anhand von verschiedenen Menschen als Beispiel, wo wichtig der Glauben in ihr Leben war. Die vierte Person war Abraham. Und von der will wir noch andere Beispiele aus sein Leben beseinen, wo wichtig der Glauben für Abraham, aber auch für Sarah war. Wir gehen weiter nach Hebräer 11, wo wir all diese Beispiele abgeführt haben, die als Vorbild vom Glauben dienen sollen. Ich lese nu von Vers 11 an. Durch den Glauben kreeg Sarah Kraft, Mutter zu worden, als sie auch al zu alt zu war. Sie sagt den Vertrau an, der das versprochen hat. Wenn wir diesen Vers lesen, dann wundert uns das natürlich, dass der Apostel, was den Hebräerbrief schreibt, Sarah hier als Beispiel angeeft, die einen großen Glauben beweist. Wir weten ja alle, dass Sarah lachen deed, dass die Herr sagt, sie wird ab ihrer oude Deur noch ein Kind kriegen. Weil wir uns diese Begebenheit uit 1. Mose Kapitel 19 ein bisschen noder bekijken. Wir wollen sein, wo Sarah mit Unglauben anfing, aber dann Glauben überging. Ich fange bei 1. Mose 19, Vers 1 an zu lesen. Der Herr kam einen Tag nur Abraham, als er mitten am Tag in seine Zelt der saat bei Mamre, bei den großen Ekenbaum. Hij kickte mal gerade so ab und sagte 3 Männer in Ängstje auf, ver am Stonen. Hij stond voorts ab und spaut sich die zu treffen. Abraham kneit sich bad op Erd ver an und sagt, mein Herr, wenn du mir eine Gunst bewiesen wirst, dann go hier nicht rot so vorbei. Ich sie dien deiner. Diese Geschichte gibt uns ein sehr gutes Bild, von wo die Menschen zu Abraham seine Zeit lebten. Abraham lebte selten, dicht bei der großen Baum bei Mamre. Dort wir bei Mittag rum, als das sehr heit war. Abraham saß im Schatten bei der Zelt, als er auf einmal 3 Menschen sah ankommen. Dann rannte er diese Fremde entgegen und verbeckt sich zu an, so es dort dann Maud war, und seht, ich sie dien deiner. Dann kriegt er an sie, dass sie sich bei ihm uitreiben sollen, ehe sie wieder gingen. Hij baut an Worte an und kriegt an zu Mittag. Die Männer nahmen diese scheine Abnahme scheinbar wellig an. Ich wundere, ob Abraham dort überhaupt ohnt, wem hij door sich hat. Hij ran schwind näher und sagt Sarah, dass sie soll Brotkuchen backen, und den Knecht schickt hij, ein feines Kalf zu schlachten. Wer wären dann diese 3 Männer? Ein davon wird der Herr selbst, aber eine Engelgestalt. Das passiert noch auf anderen Stellen in der Bibel. Wenn im Alten Testament vom Engel vom Herrn geredet wird, dann wird der Herr selbst eine Engelgestalt gemeint. Die anderen beiden wären ohne Zweifel gewöhnliche Engel. Hier passiert, was Lothar im Neuen Testament in Hebräer 13, Vers 2 geschrieben steht, wo das sagt, verjet nicht gastfrei zu sein, willst dadurch haben einzige Menschen Engel abgenommen, ohne dass sie das wussten. Aber Abraham braucht nicht lang lüren, was er antwortet, dass der Herr wir, was all Verken mit ihm geredet hat, aber wem er noch niemals in diese Gestalt gesehen hat. Was wir dann der Grund, warum der Herr an diesem Tag Abraham und Sarah besucht. Der Hauptgrund war, dass er Abraham und Sarah die wichtigste Nachricht geben will, was für an aber wird unglaublich schienen. Das nahm sich so rum, dass die Männer früher, wo Sarah war, weil Sarah sich but nu gar nicht bewiesen hat. Dat wir an Abraham seine Zeit in einer jane Gesellschaft nicht maud, dat ne Frau sich von fremden Männern seinen leidt. Als Abraham aber sieht, dat sie hingen am Zelt wir, dann sieht der Herr in Vers 10 so. Om 1 Jahr komm ich weiter han, und dann wird Sarah die Frau ein Sehen haben. Sarah hiert wat hij sieht, weil sie am Zelt gerade hingen de Gardinen wir. Vers 11 sagt dann, Abraham und Sarah waren sehr alt. Und Sarah wisst, dass sie nicht mehr in den Jahren war, wo sie kon auf ein Kind rechnen. Sarah lachte sich selbst und sagte, nu dat ich alt sie, und mein Mann alt ist, soll ich noch diese Freude haben? Der Herr sagte zu Abraham,
Waarom lacht Sarah en sagt, wo ik werkelijk nog in mijn Ella een kind hebben? Ik neem aan dat als Sarah hingere gardien dit hield, prüst ze einfach los met lachen. Komt dat zo onmöglich ver, dat zich dat dollar non spoos aanhield. En zoals Sarah dat hier jink, jeet ons mensen dat zeer verken. We kunnen dat niet voortschrijven, dat God in ons leven een Wunder doen wil. Dit wie een Wunder wat op keinen Weg te verstonen wir. Aber ist das nicht auch so der Fall bei uns von dir? Sei wie willig te leven, dat Gott auch in ons Leben ein Wunder doen kann, sonst wir noch nicht vorhergesehen haben? Dat is kracht, wo dat op Gloowen aankomt. Wer kann dat leven, dat Gott een Mensch, wat voor Jahren al gesopen heeft, ganz umändern kann, dat hij die Buddel nicht mehr anschiet? Dat is een groot Wunder, wat het aber al verken gegeven heeft. Ik weet van mensen die hoffnungslos in de Superie gebungen werden, wat aber ganz frei geworden zijn. Ik weet van zo'n mensen wat een zeer verkomend leven führen, die aber van ihrer Lausters frei geworden zijn. Wo kommt dat? Sie sagen an, dass sie sich selbst nicht freimerken können. Sie stunden ihre Sünden tau und raubten den Herrn Jesus an, dat hij en doch uit ihre Sünden raden und freimerken würde. Wo kann dat worden, wat vorher noch nie geworden wär? Sie sahen vertrauen auf Jesus, dat hij hen helpen würde. Dann brauchten sie nicht mehr Alkohol, sich Maut zu verschaffen. Dann wären sie auf einmal frei. Scheint die so eine Anänderung allmählich? Für Sarah scheint das allmählich zu leben, dat Gott eine 90 Jahre früh noch können Baby schenken. Ich lese nu Vers 14, wo die Herr sagt, es irgendwo zu schwor für den Herrn, ein Jahr in diese Zeit, wo ich zurückkommen und Sarah wird in Sehen haben. Vielleicht geht die dort von der auch so Sarah. Dien Unglauben ist so stark, dat du meist der Herr wird in dien Leben nicht verändern. Wat ist in dien Leben, wat du lebst, ist ganz allmählich zu verändern. Bist du am Alkohol oder an ein unreines Leben oder an große Wutanfall, wat die ganz mitreten gebungen? Du hast vielleicht selbst einmal Angst, dat du deine Früh oder Kinder kosten bliebenden Schaden andonen, wann die Wut ankommt und du die nicht mehr beherrschen kannst. Dit sind schwere und sündige Lauster. Und die so tun will haben, wie sollen je leben, dat damit nichts zu tun ist. Hij sagt uns sogar, dat het nicht viel schaut, weil wir dort bloß nicht leben. Der Herr hält uns verantwortlich. Dat liegt an uns, ob wir willig worden, uns davon frei merken zu lassen. Gott sagt zu die von dir, kriegt es zu Sarah, es irgendwo zu schwor für den Herrn? Wir kommen zurück nach Sarah in seinen, wo sie kriegt so dat, als wir auch so verken donen, wann uns Unglauben so klar rütschammt. Da lesen wir in Vers 15, und Sarah verstreit dort und sagt, ich hab gar nicht gelacht. Sie ängst sich nu. Aber hij sagt, jo, du hast gelacht. Sarah will dat nu verstrijden, dat zij am Unglauben gelacht hat. Wird dat ohne Twiebel nicht gut genug, dat sie ihren Unglauben für diese wichtige Männer bewiesen hat. Vielleicht wie dit noch gar nicht klar geworden, dat der Herr wie spaziert. Am Anfang von dieser Predigt seht ich, wir waren seinen, wo Sarah mit Unglauben anfing, aber dann um Glauben überging. Ihr Unglauben habe gesehen, indem sie meint, dat für aus ne 90 Jahre früh wird dat allmählich noch ein Kind zur Welt zu bringen. Dat wird wie, glaube ich, alle sagen, wils dat ist nicht normal, sonst jaft het in unserer Welt nicht. Der einzige Weg, wo dat passieren kann, ist, wenn der Herr sagt, dat wird passieren. Nu kommt dat op wat ganz anders an, als wat wir bei uns menschliche Denken taubstellen können. Nu kommt dat op Glauben darauf an, ob Sarah dat wirklich für wahr anseinen wird, was der Herr gesagt hat. Der 11. Vers in uns Text sagt je, durch den Glauben krieg Sarah Kraft, Mutter zu werden, als sie auch al zu alt wird dazu. Sie sagt den Vertrau an, der das versprochen hat. Das Teken für Sarah ihr Glauben ist in dat letzte Port von diesem Vers.
Sie sagt den vertrü an, der das versprochen hat. An dem Tag, als die Haaren der Engel durchgewast werden, wird Sarah sehr darüber nachgedacht haben, über dort, was der Herr gesagt hat. Seine Versprechung wäre, um 1 Jahr an diese Zeit, wo ich zurückkommen und Sarah worden sehen haben. Diese Versprechung lag nu zum Teil an Sarah ihre Hänge. Wird sie leben oder wird sie noch länger darüber lachen? Ons Text sagt, sie vertraut auf den Herrn, dass hij dort doen wird, was hij versprochen hat. Wat hij dit vertrauen dann zu Sarah? Das sagt, dass Sarah kriegt die Kraft, Mutter zu werden, als sie auch al zu alt zu werden. Seid mal, wat hij glauben an Gott seine Versprechungen für haar und an haar deed. Der Glauben am Herrn in sein Wort merkt het mehrlich, das Unmögliche zu erleben. Weil sie Gott seine Versprechung gelebt, krieg alle Harper noch einmal die Fähigkeit, jung genug zu werden, um ein Kind zu kriegen. Dort wäre die Unmöglichkeit, die hier durch ihr Glauben möglich wird. Uns schrieb in Hebräer jet an Vers 12 wieder und sagt, da wären sind auch von einem Mann, der also Gottes Dood wir, so viel geboren als Sterns am Himmel in Sandtjener am Meer sind, die nicht zu teilen sind. Hier bringt er dann wahre Abraham in das Beispiel an. Das Wunder von Isaac seine Geburt traf nicht bloß Sarah, dass sie noch einmal gebären konnte. Kriegt so sehr wie das Wunder bei Abraham, wie so als der Urtext, das hier sagt, meint dort, dass auch durch den Glauben Abraham die Kraft und die Fähigkeit kriegt, dass seine Sohn noch ein Kind verursachen. Beide mussten in diesem Fall großen Glauben eiven. Hast du allemal großen Glauben eiven? Ons vandaagse Beispiel handelt sich über Glauben zu eiven, wo das eine Unmöglichkeit zu sein scheint. Wärst du allemal in so einer Lehre warst, wo du wisst, dass wir all zu lot? Vielleicht gehst du nu durch so eine Lehre, wo das keine Hoffnung mehr gibt. Hier muss wir immer an ein Ding denken. Uns Glauben muss sich an dort festmerken, was Gott versprochen hat. In anderen Worten, dort, was Gott will. Wie Sarah und Abraham wieder klar. Hij wolle an einen Sehen schenken, der dem ein ganzes großes Volk noch einmal worden soll. Abraham und Sarah erdeil wir dort zu leben, want dat von buiten zu sein auch viel zu lot wir. Nu will wir dort ab unsere Sort Troubles anwenden. Dort kann sein, dass deine Frau eine unheilbare Krankheit haft. Du machst so jieren, dass sie doch wahrer kann gesund werden. Aber du meinst, dass dein Glauben dort auch nicht tauriegt. Hier kommt es aber nicht im ersten Fall ab deinen Glauben an, aber ab Gott seinen Willen. Das reicht in diesem Fall erst, dass wir uns zu Gott seinen Willen schicken. Jo, dass wir willig worden, dort unternehmen, was Gott will. Wenn wir dort gedonen haben, dann können wir am vollen Glauben beten und vertrauen, dass Gott seinen Willen ausführen wird, auf zu heilen oder durch den Tod ab ewig zu heilen. Mit dem Heilen ist das immer die Sache, auf der Herr dort will. Dort muss wir immer im Sinn behouden. Aber es gibt sehr viele Städten im Leben, wo wir von Fernen anweiten, dass das Gott seinen Willen ist. Zum Beispiel, der Herr will haben, dass sich jeder Mensch zu Jesus Christus bekehrt. So sagt die Schrift uns in 1. Timotheus 1, Vers 4. Da sagt es ganz klar, Gott, der da will, dass alle Menschen gerat worden und zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Weil wir dit dann ab den Glauben in unsere vandaagse Lehre anwenden. Nimm zum Beispiel, dass deine Kinder ungehorsam sind und wollen nichts von Gott weiten. Du weißt aber, dass die Schrift sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerat werden. Also, dass es Gott sein Verlangen und sein Willen, dass deine Kinder gerat werden. Weißt du dort nicht weißt, kannst du nu auch am Glauben mit ganzem Herzen dafür beten. Der Herr erhört Gebet. Einstmal viele Jahre later. Wie sagen die bei Sarah und Abraham, dass sie auch lang wussten, was Gott sein Willen wir. Aber das geht sehr lang. Wenn sie vorher auch manchmal zweifelten,
so hield Glauben nicht ab te leven, dat die sehen wird geboren worden. Krijgt so ook hier. Wir weten dat Gott dienen sehen, oder dienen doch da raden will. Weil wir nicht abhören te leven, dat hij dat ook wordt, en dat dienen Kinder worden te Buße en te Bekehrung kommen. Dann lesen wir in Vers 13 bis 16, dat wir seinen kennen, dat die Glauben von Abraham und Sarah in ihrer Nachkommenschaft ab wat noch beter gerecht wir, als dat wat sie hier op Erden kriegen sollen. Ich fang nu bij Vers 13 an. Diese sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegen, wat an versprochen wir. Sie haben dort mal von weit auf kommen sein. Sie werden sich dort über sicher und freuden sich und bekannten, dass sie hier auf der Erde mal fremde Durchwanderer in Pilger wären. Wann dort hier von dieser alle redet, wem meint der Schreiber dann so recht? Hij meint hier Abraham und Sarah und Isaac und Jakob, die all in Vers 9 erwähnt worden, als die, wat als Pilger und Zelten woonden. Wat hier wichtig ist, für uns zu verstehen, ist dit, dat all diese von Gott eine Versprechung kriegen, dat Land Kanaan zu erben. Sie sagen den Tag von weit auf und freuen sich darab, aber erleben deiden sie den Tag nicht. Was für eine Rolle soll hier dann der Glauben gespielt haben? Ihr Glauben beweist sich indem sie sich ab wat freuen, was sie selbst aber niemals erleben würden. Erstens freuen sie sich für ihre Nachkommenschaft, die Gott seine Versprechung erleben wird, und dort nahmen sie im Glauben an. Aber am dollsten freuen sie sich ab ein noch beteres Land als Kanaan. Dort sie so dachten, sei wie in dem, dass sie sich Pilger nannten, nicht Irgendeimer. Dort sagt je, sie freuen sich und bekannten, dass sie hier auf der Erde mal fremde Durchwanderer wären. So fort der Apostel dit alle in Vers 16 so taub. Sie hadden aber ein Verlangen noch wat beteret, dat ist nur ein himmlisches Land. Deswegen schämt Gott sich auch nicht, Gott zu sein, und er haft an ne Stadt gebüht. Ist dort nicht wat Wunderbares? Abraham und Isaac und Jakob ihre Hoffnung in Friede beruht nicht bloß ab diese irdische Dinge, aber ab dort himmlische Land in die himmlische Stadt, wat Gott angebüht hat. Verken kriegen wir in das Leben nicht dort, wat wir gehofft haben. Ist das auch deine Erfahrung so? Jemand stirbt, wofür wir doch gebet und vertraut haben, dass Gott hier heilen wird. Hij deed aber nicht. Wird das dann alle vergebens? Ich würde sagen, nee, auf keinen Fall. Unsere Gebete und uns Glauben hat die Person geholfen, die sterben soll. Uns hat das auch geholfen, dass wir auf ewige und auf himmlische Dinge unsere Aufmerksamkeit sahen. Und dass wir auch Abraham und Sarah ihre Erfahrung. Worauf satzt du deinen Glauben, deine Hoffnung? Wisst du, dass Gott dir nu al seine Gewissheit geben will, dass du dort noch einmal bei ihm sein wirst? Jo, Gott hat für uns eine Stadt gebüht, wo wir bei ihm wohnen wollen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, lot jünt nicht das Hort bearrugen. Je leift an Gott und je leift an mich. In meinen Vater sein Haus sind viel Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich jünt das gesagt haben. Ich go also han, jünt ne Städ rei zu merken. Du fragst dich vielleicht, wo kann ich dort weiten, dass er auch mir gemeint hat? Dit ist eine Versprechung für all die, wat an Jesus leben. Dat meint, wat leben ganz den Herrn Jesus angegeben haben und für am leben wollen. Wenn du das getan hast, dann darfst du weiten, dass Jesus auch für dich eine Wohnung reingemerkt hat. Kannst du das leben? Wollen wir noch beten? Lieber Herr Jesus, wir danken dir für Abraham und Sarah. Sie geloofden die, wann auch alles im Leben durch jeden red. Sie vertruden die, dass du dein Wort houden wirst. Help auch all die, wat meine Stimme hören, zu geloven, dass du auch dein Versprechen zu anhältst, wann sie an dich leben und auf dich vertrauen. Schenk dort, beten wir in Jesus seinen Namen. Amen.